Hallo ihr Lieben und willkommen auf meinem Channel. Die nächste Rauhnacht liegt an und während die erste eigentlich wie eine gewisse Vorbereitung ist, ist die zweite jetzt dafür da, um eine erste wirkliche Reise in die Vergangenheit zu machen. Auch hier kann man sich wieder zum Beispiel mit Urt verbinden, um wirklich zu diesen Ursprüngen über unsere Vergangenheit vom letzten Jahr herauszugehen, sich damit zu befassen oder sich wieder damit zu verbinden, um dort heraus wieder Kraft zu finden. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch eine pragmatischere Art und Weise als Idee mit auf den Weg geben. Und zwar, wenn ihr wollt, dann könnt ihr eine Timeline zeichnen. Das heißt, entweder ihr nehmt wirklich ein großes Karton oder ihr nehmt ein Blatt Papier, wo ihr eine Linie einzeichnet und von dem letzten Jahr aus die Aspekte notiert, die euch wichtig erscheinen, im Positiven wie im Negativen. Das heißt, jedes Mal so im Sinne von, was weiß ich habe ein Examen geschafft, extra angezeichnet, da hat mich ein Freund oder eine Freundin verlassen, extra angezeichnet. Und ihr könnt auf dieser Timeline könnt ihr diese verschiedenen Punkte zum Beispiel mit Post-its notieren und am Schluss eurer Reise damit könnt ihr euch hinsetzen und in aller Ruhe die Post-its sortieren und dann späterhin eben die negativen Erfahrungen verbrennen und sie loslassen und wieder freilassen, um diese Energie wieder zurückzubekommen. Und die positiven könnt ihr zum Beispiel behalten, um sie mit euch weiter mitzutragen. Bis in zum Beispiel das nächste Jahr. Vielleicht, um euch die positiven Aspekte noch einmal im Februar anzuschauen, was ja in Verbindung mit dieser heutigen Rauhnacht steht. Auch dieses Mal möchte ich wieder zu den Runen greifen. Also ich ziehe eine erste Rune, die eben dieses Thema Reise in die Vergangenheit betrifft. Und ich habe hier Ansus und ich denke, das ist sehr spannend. Das heißt, wenn ihr diese Reise macht in diese Vergangenheit, also hört vielleicht wirklich darauf, was euch da von Nachrichten entgegenkommen. Das können Nachrichten sein, also entweder intuitive Nachrichten aus dem Bauch heraus oder habt wirklich das Gefühl, ihr bekommt von der anderen Seite was mit, oder wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich mache diese Reise in die Vergangenheit als Spaziergang draußen, dass ihr Dinge findet, Symbole oder was auch immer, dass ihr wirklich darauf achtet, ob es Nachrichten sind, die euch ermutigen sollen, ob es Nachrichten sind, die euch darauf hinweisen, dass eher etwas von diesen negativen Dingen passierte, dass ihr schon vorher eine Vorahnung habt, in einer Art und Weise, dass ihr sozusagen eine Verbindung machen könnt zwischen diesen natürlichen Welten und eurer Intuition. Denn in meinen Augen, das ist natürlich immer eine Glaubenssache, aber in meinen Augen ist unsere Intuition deswegen da, weil sie in direkter Verbindung mit diesen anderen Welten steht. Also ich sehe das eben, das kann jetzt der eine oder andere kopflastig sehen. Ich sage immer, wir brauchen unsere 3 Energiezentren, das heißt der Kopf, das Herz und das Bauchgefühl. Aber im Kopf haben wir 2 Anteile und die rechte Gehirnhälfte, die ist offen für die anderen Welten. Das heißt, die linke Gehirnhälfte gibt uns ja die Möglichkeit, überhaupt eine Linie hineinzubekommen. Und auch wenn wir sehr oft dieses Gefühl haben, getrennt zu sein, stellt euch mal vor, ihr würdet euch die ganze Zeit durch nicht getrennt von allem fühlen. Das heißt, ihr würdet nicht merken, wo eure Hand aufhört und wo der Tisch beginnt. Das heißt, diese Getrenntheit, die Erfahrung der Getrenntheit hat eine Notwendigkeit, um hier im Leben einzigartige Erfahrungen zu machen, die euch selbst betreffen. Aber natürlich haben wir über unsere Intuition, über unsere rechte Gehirnhälfte Verbindung zu der anderen Seite. Und hier kommt eben durch die Rune Ansus wirklich dieser Aspekt zum Vorschein. Gab es da schon Nachrichten schon in der Vergangenheit? Oder ist es jetzt, wo ihr die Reise macht, dass Nachrichten kommen, die euch besser helfen können, diese Aspekte der Vergangenheit anders zu betrachten, die positiven wie die negativen, um sie andersartig mitzunehmen, die Lektionen weniger verletzend auf euch wirken, die guten Erfahrungen noch fördernder auf euch wirken, was auch immer.
Also es geht nicht einfach nur, die Rune selbst sagt mir in diesem Moment, dass es nicht einfach nur darum geht, dass ihr euch wieder an diese Erfahrungen erinnert, die ihr letztes Jahr gemacht habt, sondern diese Nachrichten. Gab es in diesen Erfahrungen eine Nachricht, eine Lektion? Gab es vorher eine Nachricht, irgendetwas Intuitives, oder bekommt ihr jetzt eine Nachricht, wie ihr die Dinge betrachten könnt? Und auch heute ziehe ich natürlich dann noch eine Rune für den Februar selbst. Und hier habe ich Taiwas, was ich auch wieder so ein bisschen, also ich werde das dann später dahin so ein bisschen mit der anderen Rune in Verbindung sehen. Taiwas hat für mich sehr viel mit diesem Zielgerichteten zu tun. Das heißt, wenn ich das eigentlich jetzt wirklich in den Februar setze und ich sage mir, der Januar, der beginnt und man bereitet erstmal alles vor und das ist der Februar, der schon so leichte Anzeichen vom Frühling erahnen lässt, sage ich mal, der uns dann auch in dieser Art und Weise sagt, okay, jetzt im Januar ist noch nicht der richtige Augenblick, um loszupreschen, um loszugehen. Wir hatten doch die Kano-Rune, die vielleicht sagt, das Ganze öffnet sich, aber das Tor ist sozusagen noch nicht ganz offen und wir bleiben mit den Schultern hängen, wenn wir versuchen, hindurchzukommen. Und jetzt ist zumindest das Tor offen und sogar wenn wir jetzt noch nicht den Schritt machen, dann ist es wie jemand mit Pfeil und Bogen, der erstmal zielen muss. Jetzt, wo ich den Blick habe auf diese vor mir geöffnete Welt, auf dieses vor mir geöffnete Jahr, wo möchte ich eigentlich damit hin? Und vielleicht, wenn wir dieses Ziel versuchen zu setzen, wenn wir versuchen herauszufinden, wo will ich hin, vielleicht helfen uns da auch diese Nachrichten, die wir bekommen haben, das besser einzunordnen und besser einzupendeln, dass wir vielleicht alte Fehler nicht wiederholen und sagen, okay, das habe ich jetzt 1000-mal versucht und das hat nicht funktioniert. Jetzt ziehe ich mir in eine ganz andere Richtung. Vielleicht gibt euch das was mit auf den Weg, was ihr eben halt mitnehmen könnt. Jetzt so dieses Tor, also auf der einen Seite, jetzt haben wir das Tor für diese Vergangenheit in sich wirklich geöffnet, um uns dieses Jahr anzuschauen oder für andere Leute einen Lebensabschnitt. Ihr müsst es ja nicht auf das Jahr, wenn ihr das Gefühl habt, es reicht jetzt gerade nicht mit dem Jahr, dann geht in diesen Lebensabschnitt, der jetzt wichtig war, insofern. Und diese Nachrichten, die ihr mitnehmt, sozusagen daraus, die geben euch jetzt vielleicht die Informationen, die ihr benötigt, um das Ziel genauer zu definieren. Denn je genauer ihr das Ziel visualisiert, je genauer ihr es definiert, umso sicher könnt ihr eigentlich sein, dass ihr es erreicht. Aber es ist wirklich diese, wie soll ich sagen, so ein Hin und Her. Das heißt, wenn ihr es nicht genau trefft, dann seid jetzt nicht traurig darüber, sondern setzt euch, wie ich immer sage, so wie ein Kompass, der ja auch seine Nadel ein bisschen hin und her schwingt, wenn ihr euch einordnen möchtet. Das heißt, im Sinne von, hier ist der Punkt, den ich treffen möchte. Aber wenn ich den Kreis in diesem Umkreis, wenn der Pfeil da noch, wenn das Ziel da noch hingeht, dann kann ich immer noch zufrieden sein. Ich kann immer noch stolz sein darauf, dass ich meinem Ziel um so viel näher gekommen bin. Und insofern, vielleicht helfen euch diese Nachrichten, um euer Ziel dann in dem Moment besser und also für euch richtiger einnorden könnt, also einkreisen könnt, eben anpeilen könnt, sagen wir mal so. Ich hoffe, ihr könnt damit was mit auf den Weg nehmen und ich freue mich dann auf euren Besuch bei der nächsten Rauhnacht.